Im letzten Video haben wir die Grundlagen des Beatboxens kennengelernt. Kickdrum, Hi-Hat und Snare. Jedoch Beatboxen ist viel mehr als nur Rhythmen mit dem Mund zu imitieren. Das Tolle dabei ist, dass jeder eine etwas andere Mundform hat und deshalb jeder Sound sich von Mensch zu Mensch unterschiedlich anhört. Hier ein paar Beispiele, was mit Beatboxen möglich ist. Don't care what the others say, nap, nap. Put a better move with the pop up. I'm with you, but I like a run up. We make it begin to start up. We came in kicking another up. Another beat in another song. Another rhyme in another one. Another beat with another drum beat. But I never been in the mind this long. Im heutigen Video werde ich dir zeigen, wie du den Reißverschluss-Sound oder Zipper-Sound machen kannst. Er hört sich so an. Er ist einer meiner Lieblingssounds, weil er cool klingt und vielseitig einsetzbar ist. Also, wie entsteht dieser Sound? Um diesen Sound zu erzeugen, nimmst du deine oberen Schneidezähne und setzt sie auf deine Unterlippe, wie als ob du den Buchstaben F sagst. Nur anstatt, dass du jetzt Luft nach außen pustest, ziehst du Luft nach innen ein. Dabei musst du nicht die Lungen nehmen, um die Luft einzuziehen, sondern nur die Luft, die in deinen Mund passt. Wenn du zum Beispiel dieses Geräusch machen kannst, dann bist du perfekt auf dem richtigen Weg. Und als nächstes erhöhst du einfach nur den Druck zwischen deinen Zähnen und deiner Lippe. Und natürlich übst du diesen Sound ein bisschen. Die wenigsten schaffen ihn direkt auf Anhieb, aber nach einer Woche oder ein paar Monaten einfach jeden Tag ein bisschen rumspielen, wird der Sound immer klarer und du kannst auch die Tonhöhe kontrollieren. Denn je mehr Druck du drauf gibst, desto höher wird der Sound. Genau. Ein paar Übungsbeats wären zum Beispiel Der Zipper-Sound ist nicht ganz so leicht wie die Sounds, die ich dir davor gezeigt habe. Deswegen vergiss nie, Übung macht den Meister. Ich kann dir aus meiner Erfahrung sagen, in den letzten 7 Jahren habe ich jeden Tag mindestens ein Beatbox-Sound gemacht pro Tag. Sei es nur ein oder ein oder ein. Und mit der Zeit wird man immer besser, wenn man regelmäßig dran bleibt und weiter übt. Also jeden Tag ein bisschen Beatbox und du wirst sehen, wie du dich entwickelst. Ich bedanke mich nochmal sehr, sehr herzlich bei dem Rocklab, die diese Videos ermöglicht haben. Weitere Infos zu musikalischen Veranstaltungen für Kinder gibt es auf www.rocklab.lu. Mein Name ist Johannes Heuschke, auch bekannt unter Apollon Beatbox. Und zusammen mit dem Rocklab-Team wünschen wir dir einen schönen Tag und vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ciao, ciao.